Freiheitsaktivist Locker Rantzen vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York selbst verbrannt. Darum stehen wir jetzt hier. Und wir sind noch immer entsetzt, schockiert und betroffen über diese Handlung. Wir haben einen wahren Freund verloren. Doch was muss das für eine Verzweiflung, für ein innerer Aufschrei vom Locker gewesen sein, dass es nach 2022 wieder zu einer Selbstverbrennung, zu seiner Selbstverbrennung geführt hat. Und ich sage das ganz offen, hoffentlich zu der letzten. Es kann nicht sein, dass die Besten ihr Leben geben, um ein Signal für die Rettung Tibets zu senden. Das Signal muss von uns allen kommen, laut, stark wie hier, mit Aktionen und mit Diplomatie. Wir müssen gemeinsam die Welt wachrütteln und klar machen, mit dem neuen Gesetz werden alle Schleusen geöffnet zur Auslöschung der tibetischen Kultur. Zur Auslöschung der Religion und der tibetischen Tradition. Und das macht er so fassungslos. In Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! What we want! We want freedom! What we want! We want freedom! What we want! We want freedom! Shame on! Shame on! Chinese government! Shame on! Chinese government! China out of Tibet now! China